Von der ich gelernt habe, dass wir einen Kartentest von einem Intelligenztest merken können. Also wie intelligent sitzt du die im Leben. Mir wieder interessant, einer von den Philosophen, der gab uns hat uns im Leben, also von einem Schriftlichen, hat uns 3 Sätze gegeben, wo wir uns testen können, wie intelligent ich mich einschätze. Das Philosoph sagt, die erste Gruppe Menschen, die sehr, sehr intelligent sind, also sehr kluge Menschen, sind die Menschen, die von externen Situationen und von externen Personen lernen. Von verschiedenen Situationen. Die sind auf die Hand, auf die Denken, dass die von alles und von allem lernen. Also, wir müssen dann auf den Doktortitel haben, oder ein Kind, oder auf eine Kirche, oder anders was. Ich will auf seine zu lernen, von den Fehlen, wo wir lernen, von den Tieren, wo wir lernen, von verschiedenen Situationen. Dort sind Menschen, die sehr intelligent sind, wenn sie die ganze Zeit auf sind, für neue Sachen zu lernen, und seine Worte kennen die lernen dort. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die halb intelligent sind, sagt es. Das sind Menschen, die lernen von ihren Fehlern. Die haben irgendwo mal was Schlechtes begonnen und sind dann bereit, davon zu lernen. Die machen erstmal den Baum ran. Und wenn die einmal den Baum ran, ja, das stand der Karte, so, er hat ein neues Blatt. Dann lernen die. Das sind so halb intelligente Menschen. Die haben lernen. Dann gibt es noch eine, die sehr wenig intelligent sind, so ganz leer intelligent sind. Das sind die Menschen, die alles weiten. Das sind sehr wenig intelligente Menschen. Wenn die Kopf ist sehr klein, in der Welt daran bosig, und wir brauchen andere Kontakte. Die Männer zum Beispiel. Menschen, die bloß, ich brauche allein mein Gott, ich brauche die Männer nicht. Das sind wenig intelligente Menschen. Das sind Menschen, die nicht up sind von der Bibel. Das wird die Bibel sagen, ich weiß lange nicht so viel, ich weiß ja immer mehr. Ich komme von da, wo andere hinwollen. Das sind Menschen, die sehr wenig intelligent sind. Die alles weiter. Die lernen nicht von Prediger, die lernen nicht von der Bibel, die lernen nicht von der Akarie, die lernen nicht von Tieren. China steht einfach alles immer bremsen. Sehr intelligent, halb intelligent oder wenig intelligent. Das ist interessant, in dem Bereich von Intelligenz und Weisheit redet die Bibel ganz besonders in Sprüche, wie viele Sätze über allerhand Weisheit und über Intelligenz. Und das schreibt die Bibel und die Sprüche, einmal das Jahr Sprüche durchlesen. Sehr interessant. Sprüche Kapitel 1, Vers 7 sagt, den Respekt, den Furcht vor dem Herrn, ist der Anfang von aller Erkenntnis. Aber die Dummheit, die verachtet der Weisheit und die Disziplin, der Ordnung. Also Dummheit sind die, wer die Weisheit verachtet hat, wer die Disziplin verachtet hat. Dort sind Menschen, die Dummheit sind nach der Bibel noch. Aber weise Menschen sind Söhne, die Gott respektieren. In der Sprüche Kapitel 1, Vers 7. Die haben das Prinzip Nummer 1. Ich will die Sache ordentlich tun. Ich lebe Disziplin, ich lebe Ordnung, wenn es Gott, ich habe Respekt für Gott. Nicht, wenn es meine Frau dort will, oder mein Mann dort will, oder wenn es der Prediger oder Eberschuld eins dort will. Ich habe dort Respekt für Gott. Was ist dein Leben? Hast du diesen Respekt für Gott? Bist du eine sehr intelligente Person, die von der Natur, was Gott daran die gemerkt hat, und von anderen Menschen lernen kann, oder machst du alles selbst ausfinden? Mag Gott dir wieder sehen, dass du kannst von anderen Menschen lernen und von anderen Situationen lernen, und dass ich immer wieder weiß, wenn es das Lebenskart, ich brauche nicht alles selbst finden, das gibt noch viele andere Menschen auch was weiter. Und so, ich brauche nicht alles annehmen, aber ich kann von anderen Menschen lernen. Mag Gott dir daran wieder sehen.